DSP als ein gratis persönlichen an sicheren Gesundheitsdossier, wo alle guten Gesundheitsdaten zentralisiert um enger Platz können gespeichert gehen. Am DSP können alle guten wichtig Gesundheitsinformationen gespeichert gehen, wie zum Beispiel der Blutgruppe, wegen Allergien, dass gut gut wegen Medikamente, dass regelmäßig schuld, sos gesundheitlich Probleme. Dir könnt alle guten Blutanalysen speichern lassen, alle guten Röntgen Kinder gespeichert, an auch Doktorsberichte solle von Doktoren neben oder gespeichert gehen, dass ein Zentralplatz wird, wo all Gesundheitsinformationen fand. An dir könnt auch nach registrieren, ob der Organspender sieht oder nicht. Also die Vorteile sind ganz klar, dass der alle guten Gesundheitsdaten zentral lagern könnt. Du dein Platz, wo der alle guten Dokumente direkt drin fand. Den zweiten Vorteil ist, dass von den Doktor wisselt, dass der nicht miss bei normalen Doktor ein Dossier aufrufen, die hat automatisch eben alles an ihrem DSP. Und den neuen Doktor hat dann direkt Zugriff auf alle guten Diagnostisierungen, die schon gemacht sind, auf Röntgen, auf Blutanalysen, gesagt direkt die letzten aktuellen Resultate. Und den dritten Vorteil ist, am Fall von einer Urgenz, und so an der Urgenz eben über den Notfall Zugang zu einem DSP können du zum Beispiel direkt gucken, wer ein Blutgruppe das hat, wer eine Allergien das hat, an weiter in lebenswichtige Informationen. Ja, die könnt frei entscheiden, ob ein Dokument an ihrem DSP vertraulich ist. Das heißt, entweder könnt ihr das vertraulich markieren oder die könnt das privat markieren. Und als privat markiert das, dann sieht dir an den Doktor, den das Dokument verfasst wird, die einzige, die Zugriff auf das Dokument. Ja, das möglich, kann ich selber Dokumente uploaden. Du gibt dann einfach ein Vermerk dabei gesagt, dass das eben ein Dokument, das wir da selber abgeladen hat, für das Gesundheitspersonal eben gesagt, dass das nicht von einem anderen Gesundheitsprovider kommt, mehr, dass das ein persönliches Dokument ist. Also in dem Fall gibt es drei Möglichkeiten. Die erste ist am Anfang den Helpdesk von der e-Santé. Da kann rufen. Die zweite Möglichkeit ist, dass da eine Vertrauensperson aus ihrem Umfeld Zugriff auf ihren DSP gibt, für das die eben kann die nächste Schritt holen, für ihren DSP zu verwalten. Oder die dritte Möglichkeit ist, wenn er bei einem Doktor sieht, da gibt er dem einen Anwesenheitscode und dann kann den direkt eben in dem Moment an DSP dran gehen und man durch zusammen ein Kehr durchgehen.